Irgendwo da sollte es die schmalste Straße ever haben und die ist 90 cm breit und die wollen wir jetzt eigentlich suchen und finden. Aber wo? Aber wo? So, guten Morgen. Morgen. Es ist jetzt Montag, wir sind hier in Predeng auf dem Campingplatz und heute wollen wir auf Stockholm in die Stadt. Wir haben jetzt ein Ticket gelöst, das Zonenticket. Das ist 75 Minuten gültig und nachher können wir dann, die Karte hier lösen. Mit der können wir dann 2 oder 3 Tage lang alle Museen anschauen und überall durchfräsen und so. Halt die Tourikarte, wie man es halt so kennt. Und jetzt, jetzt warten wir noch wie lange? 7 Minuten. 7 Minuten und dann geht es los. Let's go. Touristeninformation. Ein bisschen verwirrend hier. Wir sind jetzt hier am Central Station angekommen. Und ich habe Touristinformation gefunden. Guckst du? Tada! Also wir haben jetzt die Karte bekommen. Leider ist es nicht so, wie wir gedacht haben. Wir können also nicht mit der U-Bahn wieder retour fahren. Das heisst, wir müssen das U-Bahn-Ticket auch wieder separat lösen. Was ein bisschen nervt. Finde ich nicht so geil. Also die Wiener Karte ist in dem Sinne ein bisschen besser. Ja, ist auch billiger. Wir haben jetzt für 2 Tage pro Person rund 95 Franken gezahlt. Nein, das war Aktion. Ich glaube nur noch 86 oder so. Ja, auf jeden Fall Jenseits. Aber relativ viel, aber Schweizer Preise. Schweizer Preise und man ist ja nur einmal da. Jetzt haben wir 2 Tage lang Vollgas und ab ins erste Museum. Jetzt warten wir, bis wir in den Hop-On-Hop-Off-Bus einsteigen können. Und wir werden wahrscheinlich jetzt die 2 Tage mit diesem Bus uns von A nach B verfrachten, weil ja eben, wie das Sven schon erklärt hat, dass es ein bisschen spezieller ist mit diesen Stockholm-Karten. Also, wir sind jetzt hier im Bus angekommen. Jawohl, im Hop-On, Hop-Off. Audio-Guides. Mal schauen, wie das wird. Wir sind jetzt hier in der Altstadt, die heisst Gamla Stan und irgendwo da sollte es die schmalste Straße ever haben und die ist 90 cm breit und die wollen wir jetzt eigentlich suchen und finden. Aber wo? Aber wo? Das ist nicht so gut. Also, wir haben sie doch noch gefunden. Die schmälste Gasse ever. Ja, man muss sich da ein bisschen zusammennehmen, weil man sieht, also die 90 cm sind easy erreicht. Da oben wird es immer schmäler, jetzt gehen wir mal auf. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Schön. Dann hat er anscheinend Geburtstag, jetzt gehen wir noch ihr oder ihm gratulieren. Tust du dir auch?
Congratulations! Thank you very much. Mit dem Boot gehen wir jetzt von da. Und jetzt fahren wir mit... Das hier war die Altstadt. Genau, Gamlastan. Und jetzt fahren wir von A nach B und dann ins C über. Und da ist das Vasa-Museum, da ist aber auch das ABBA-Museum. Das Skansen, das ist etwas Ähnliches wie anscheinend bei uns der Wallenberg. Dort wird gezeigt, was man so in Schweden früher, wie man gelebt hat, wie man gearbeitet hat und so weiter. Mal schauen, wir werden uns überraschen lassen. So, mit dem Boot sind wir jetzt rübergekommen und jetzt geht es ins Vasa-Museum. Also das Schiff ist 1628 im Stockholmer Hafen gesunken, nachdem es seine Jungfernfahrt antreten. Nach 333 Jahren auf dem Meeresgrund hat das Wrack dann 1961 geborgen werden und seitdem ist es zu 98% im Originalteil da jetzt in dem Museum. Also so hat das ganze Schiff dann mal aussehen oder hat es wahrscheinlich ausgesehen. Aber das Herzstück von dem Schiff ist ganz klar der Arsch gewesen. Nicht ganz klein das Schiff gewesen. Also man kann sich kaum vorstellen, wie unglaublich gross und hoch das Schiff war. Und schlussendlich ist es untergegangen, weil es einfach zu schwer war, respektive es war nicht schwer, sondern es war sogar fast zu wenig beladen. Durch das hat es dann Schlagseiten bekommen. Und weil die ersten Kanonen da unten so schwer sind und natürlich auch offen, ist dann auch Wasser eingedrungen und schlussendlich ist es dann untergegangen. So, da wären wir jetzt am oberen Ende von dem riesen Schiff. Mit diesen unglaublichen Verzierungen. 14 Meter über dem Wasser ist die Oberbrücke da.